Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, heute ein bisschen ungewohnt. Ich habe hier mal die Logos eingeblendet, das Spiel gegen Gladbach. Aber eigentlich geht es ja in erster Linie um die Vorstellung von Brian Zaragoza, da aber Thomas Tuchel nicht fit ist. Beantwortet auch Christoph Freund in derselben Pressekonferenz auch die Fragen zum Gladbach-Spiel. Ich denke, da wird nicht so viel kommen, daher unter der Reaction keine Logos. Ja? Weil es geht ja in erster Linie um Brian Zaragoza, von daher Abfahrt, rein in den Bums. Ja, ein herzliches Willkommen zur nächsten Pressekonferenz des FC Bayern, der sich heute sehr freut, Brian Zaragoza als neuen Spieler vorzustellen, an der Seite vom Sportdirektor Christoph Freund, wie gewohnt. Christoph wird heute auch die Fragen zum Spiel morgen gegen Borussia Mönchengladbach übernehmen. Thomas Tuchel kuriert gerade noch eine Grippe aus, mit den besten Genesungswünschen von uns natürlich. Übersetzung steht, okay, dann können wir loslegen. Hola Brian. Hola. Hola, wie geht es? Willkommen in München, wie waren Hola. die ersten Stunden bei dir? Muy bien. Ja, sehr schön. Ich bin sehr froh, hier zu sein, in diesem großen Club. Wild. Jetzt blenden sie den O-Ton schon ganz aus. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, weil ich auch die eine oder Anfrage oder gestern schon gelesen habe, so warum kein Video kam zum Thema Brian Zaragoza. Ich habe auf die Vorstellung gewartet. Ne? Ich kann zu dem Spieler absolut nichts sagen. Ich habe nicht ein Spiel von dem Spieler gesehen. Das war bei Boyer ein bisschen anders. Da haben wir ja zweimal gegen gespielt. Ich freue mich auf ihn. Ja, das sollte klar sein. Ich bin gespannt. Ich denke, er wird auch ein paar Minuten kriegen, sehr wahrscheinlich. Zum Ende hin vielleicht, je nachdem wie das Spiel läuft. Ich glaube nicht, dass er in der Startaufstellung stehen wird, aber hören wir erstmal rein. Der Transfer sollte ja eigentlich erst im Sommer stattfinden. Dann hat sich die Situation ein bisschen geändert. Wie schnell musste jetzt alles gehen? Ja, das war natürlich ursprünglich jetzt nicht so geplant, aber aufgrund der Situation jetzt auch mit den Verletzten und der Verletzung auch jetzt noch vom King haben wir eben diskutiert, was wir noch machen könnten. Und ja, Brian war ja schon fixiert für den Sommer als Bayern-München-Spieler und darum war es jetzt naheliegend, dass wir es versuchen, dass wir ihn jetzt schon zu uns holen nach München. Und ja, war natürlich jetzt eher kurzfristig. Ich war am Montag noch mal in Spanien, habe den Brian getroffen und auch die Verantwortlichen von Granada, weil ja, wir ursprünglich ein anderes Abkommen hatten. Es waren dann auch sehr, sehr gute Gespräche und wir konnten zum Glück eine Einigung finden. Ja, nochmal ein paar Meter rüber geschoben für das halbe Jahr Ausleihegebühr und gut ist. Und sind jetzt sehr, sehr froh, dass Brian ab sofort der Spieler vom FC Bayern München ist. Vielen Dank. Dann legen wir los mit den Fragen. In der ersten Reihe beginnt Carrie Howe für Sky, bitte. En español, una. Kann ich einen auf Spanisch stellen? Herzlich willkommen in München. Wie waren die letzten paar Tage und gab es irgendeinen Zweifel daran, Granada schon früher zu verlassen? Und glaubst du, du kannst Franck Ribéry seinen Schritten folgen? Ja, hallo? Das ehrlicherweise. Ich fühle das nicht, Leute. Ich fühle das nicht. Was ist das denn? Ich will doch gerne mal seine Stimme hören. Den kennen wir doch noch nicht. Alter, blenden sie das komplett aus. Ist ja wild. Hatte ich keinen Zweifel daran, nach München zu kommen. Also mehr als ein Oller werden wir von ihm nicht hören. Hat mir wehgetan, Granada zu verlassen, aber ich hatte keine Zweifel daran, nach München zu kommen. Und Franck Ribéry, ja, der ist ein tolles Beispiel für alle jungen Spieler und der ist eine große Referenz für mich. Genau. Wechseln wir die Seite. Hier Julian Wolf für die Welt. Sekunde bitte, bis das Mikro kommt. Ja, Sekunde bitte, bis das Mikro einmal durch den Saal gelaufen ist. Beim großen Weltclub FC Bayern. Ja, hallo Brian, auch von mir herzlich willkommen. Mit welchen Zielen kommst du hierher? Du hast ja die Tabelle sicherlich aus Spanien verfolgt. Bayern ist Zweiter, ist sozusagen Jäger auf Leverkusen. Ja, welche Ziele hat er wohl, wenn er nach uns kommt? Wahrscheinlich Platz 2 zu erobern am Ende der Saison. Junge, die stellen Fragen, da fällt dir wieder ein Ei aus der Hose. Wie siehst du den Meisterschaftskampf? Was hast du dir vorgenommen? Und eine Frage an deinen Freund. Wie ist die Prognose bei Thomas Tuchel? Wird er morgen voraussichtlich passen müssen oder wird er auf der Bank sein können? Danke. Hallo. Also mein erstes Ziel ist, ich möchte als Spieler des FC Bayern debütieren und das Erste, was ich dann machen möchte, ist der Mannschaft zu helfen und von den
tollen, großen Spielern, die hier sind, zu lernen und auch vom Trainer und von da dann alles zu gewinnen, was möglich ist mit diesem großen Club. Jetzt habe ich positive Nachrichten. Wir haben jetzt davor gerade telefoniert. Er wird jetzt dann zum Training an die Sebener Straße kommen, wird das Training heute auch leiten, aber jetzt ganz bewusst die Zeit, die er noch heute hier verbringt, sehr kurz gestalten, aber er wird beim Training sein und aller Voraussicht nach dann morgen auch beim Spiel. Also er ist am Weg der Besserung, es ist klar besser geworden seit gestern und darum sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, dass er morgen beim Spiel dabei sein kann und heute auch das Training leitet. Dann ist Christian Kunz für die DPA an der Reihe. 2 Fragen an Herrn Freund. Was für ein Spiel erwarten Sie gegen Mönchengladbach eine Woche vor dem Leverkusen-Gipfel? Und wie viele Debüts werden wir morgen gegen Gladbach sehen? Alle. Wie viele Debüts werden wir sehen? Die Spieler sind bereit. Na, das muss ja wohl Thomas Tuchel beantworten, oder? Sie sind spielberechtigt, werden im Kader sein. Entblickt an dem Trainerteam, wie sie aufstellen, wenn sie einwechseln. Aber es ist gut, dass wir jetzt mehrere Optionen haben. Das war uns ganz, ganz wichtig. Ja, wir erwarten uns ein Spiel, das ähnlich vielleicht ausgerichtet sein wird von Gladbach wie letzte Woche in Leverkusen. Das haben sie ja einen Punkt geholt und ja, sehr, sehr gut gekämpft, gefeitet für diesen Punkt. Wir stellen uns darauf ein, dass Gladbach das auch ja, in ähnlicher Art und Weise morgen versuchen wird. Es wird sicher kein einfaches Spiel sein. Gladbach hat ja, viel Qualität, sie können auch sehr, sehr gut umschalten. Sie werden sicher versuchen, noch mehr Umschaltmomente zu kreieren, wie das letzte Woche gelungen ist. Aber grundsätzlich ja, haben sie das letzten Samstag, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. In Leverkusen haben kein Tor bekommen und das wird sicher eine Herausforderung werden morgen. Aber wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und das ist unser großes Ziel morgen. Nebendran Stefan Kummer, der für Sport 1 jetzt. Grüß Sie, Herr Freund. Hola. Die Frage geht an Sie, Herr Freund. Sie haben ja richtig zugegriffen, sage ich jetzt mal, im Wintertransferfenster, eher ungewöhnlich für den FC Bayern. Wie ändert sich jetzt die Statik im Kader, wenn der Richtig zugegriffen. Hä? Ein Eric Dyer. Bouillet und Zaragoza. Richtig zugeschlagen haben wir. Sind ja alles 3 Kanonen, Alter. Konkurrenzkampf größer wird, wenn manche dann auch enttäuscht auf der Bank sitzen müssen? Ja, na klar, weil der Konkurrenzkampf größer wird. Ich bin sehr gespannt, ob der Konkurrenzkampf eröffnet wird. Und welche Rolle nehmen Sie dann ein als Psychologe oder Tröster? Ja, jetzt sind wir mal grundsätzlich froh, dass wir mehrere Optionen haben, ein bisschen größere Kaderbreite. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch fürs Training, auch für die nächsten Wochen. Denn es ist ja aktuell auch noch so, dass Ja, im Training ist ja immer alles top. wir schon einige angeschlagene Spieler haben, die noch nicht zur Verfügung stehen. Darum Mats Raui ist auch wieder da, ist auch wieder im Training. Läuft bei uns. ist der Kader jetzt auch aktuell nicht sehr, sehr groß, aber gut aufgestellt. Und wir hoffen natürlich, dass Nus jetzt gut zurückkommt. Wir hoffen, dass er heute schon im Training mit dabei sein kann. Und Minje auch, ja, werden wir sehen, die spielen, glaube ich, heute gegen Australien dann noch. Und dass wir dann ja, in den nächsten 7 bis 10 Tagen wieder komplett sind. Und dann gibt es natürlich einen Konkurrenzkampf, dann gibt es viel Intensität im Training und das wollen wir haben. Wir wollen Ja, den Konkurrenzkampf im Training werden wir vielleicht, gibt's wahrscheinlich, ob wir den auch in der Startaufstellung sehen, ich bin sehr gespannt. uns gegenseitig pushen. Wir wollen, ja, dass die Jungs im Training ein sehr hohes Level erreichen, um ja, Spiele dann am Wochenende und auch unter der Woche in der Champions League ja richtig mit einer guten Intensität gestalten können. Und natürlich, wenn der Kader größer ist, gibt es natürlich auch immer wieder Entscheidungen, die zu fällen sind. Aber das ist so beim FC Bayern München. Im Endeffekt wollen wir als gesamte Mannschaft. Das ist überall so im Leistungssport. Wir reden von Leistungssport und nicht vom Kreisliga A-Fußball. Als gesamter Verein erfolgreich sein und das ist das Wichtigste. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt dann eine andere Situation haben, als wir sie teilweise in den letzten Monaten hatten. In der letzten Reihe Nikolaus Linner für Bild. Hola Brian, bienvenido a Múnich. Hallo Brian, herzlich willkommen in München. Als können Sie alle mal Ihre Spanischkenntnisse preisgeben, ne? Nach München. Hast du gesagt, dass du deinem Verein Granada helfen wolltest, in der ersten Liga zu bleiben, bevor du hierher kommst? Alter, jetzt reiten die darauf rum, dass er sich umentschieden hat. Ja, also wenn Granada nicht gesagt hätte, ja, dann hätte er das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also er hätte nie gesagt, ich brauche nicht unbedingt, wäre auch da gewesen. Ich würde gerne wissen, wie du überzeugt wurdest, jetzt schon zu Bayern zu kommen, im Januar statt im Sommer. Ja, nun, wir hatten
geplant, Alter, ist das Kacke mit, dass man den Originalton nicht wenigstens im Hintergrund hört. Junge. oder es war geplant, dass ich für das Sommerfenster komme, aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Für mich, die Leute sollen verstehen, für mich war das eine einzigartige Chance. Und alles, was ich geschafft habe, ist natürlich dank dem Verein Granada. Aber diese große Gelegenheit, hierher zu kommen, die konnte ich nicht mir entgehen lassen. Danke für Merkur und TZ. Hallo Brian, hallo Herr Freund. An beide jeweils eine Frage. Brian, wie würdest du deinen Spielstil beschreiben? Du selbst, was für ein Fußballer bist du? Bist du so ein Straßenkicker und bist du auch bereit für die Startelf theoretisch gegen Gladbach? Und Herr Freund, das Wintertransferfenster, wie fällt Ihr Fazit aus? Sind Sie zufrieden? Können Sie sich auf die Schulter klopfen? Es gab ja auch Lob vom CEO auf allen Kanälen. Ja, mal so ein bisschen kurz Revue passieren lassen. War doch ein bisschen hektisch und überraschend. Also ich würde mich als Spieler definieren, als Straßenfußballer Oh, sie haben es hingekriegt. Nach, ich weiß nicht wie viele Minuten. Aber Lob und Anerkennung. doch. Und ob ich in der Startelf bin, das wird der Trainer entscheiden. No. Ja, grundsätzlich wollten wir eben uns breiter aufstellen, vor allem auf den Positionen rechter Verteidiger und auch Innenverteidigung. Das ist uns gelungen. Wir haben uns natürlich mit einigen Optionen beschäftigt. Das Wintertransferfenster ist sowieso nicht so einfach, aber das ist uns gelungen. Darum bin ich da sehr, sehr positiv und auch happy darüber. Jetzt mit Brian, das war natürlich eigentlich, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich nicht geplant. Aber aufgrund der Situation haben wir da jetzt nochmal reagiert und aus meiner Sicht auch eine vernünftige und gute Entscheidung für uns treffen können, weil Brian ja sowieso schon Spieler des FC Bayern München ist ab Sommer und darum haben wir das jetzt vorziehen können. Darum bin ich eigentlich jetzt sehr, sehr happy, dass wir das jetzt noch umsetzen konnten. Ob alles so erfolgreich war und gut geklappt hat, werden wir dann in einigen Wochen, Monaten noch besser wissen, wenn die Jungs dann mit der Mannschaft einige Spiele absolviert haben und wir hoffentlich erfolgreich waren. Das ist immer im Nachhinein leichter zu sagen. Aber grundsätzlich bin ich jetzt positiv und ich bin froh, dass wir uns jetzt so aufstellen konnten. Man kann auch zufrieden sein, ganz ehrlich. Ist okay. Ja? Also Wintertransferfenster, ich glaube, da hat man schon das Maximum rausgeholt. Ja? Muss man ganz klar so sagen. Also. Und mehr brauchen wir auch nicht. Ja? Eric Dyer wird seinen Job machen, wenn wir haben 3 gestandene Innenverteidiger, wenn Not am Mann ist, wird er das da wuppen. Haben wir gesehen im letzten Spiel, das passt. Boyer bin ich sehr gespannt, ob er das Feuer und Leidenschaft in jedem Spiel reinbringen kann, so wie es Bagala getan hat. Wenn, wird er uns super gut tun, weil das ein Faktor ist, der uns fehlt, wenn Conny Leimer nicht da ist. Und das Schöne ist, Conny Leimer, wie es Tuchel so schön beim Goretzka gesagt hat, ist jetzt auch frei fürs Mittelfeld. Ne? Weil wir haben jetzt 2 rechte Verteidiger, weil Mazraoui ist auch wieder da. Läuft also, würde ich sagen. Und vorne, ja, wir haben vorne genug Alternativen. Ja, wir haben Tell, wir haben Müller, jetzt haben wir noch einen Saragossa dabei. Ein Serge wird auch in 2-3 Wochen wieder da sein. Ob der seine Form erreicht, ich wage es zu bezweifeln, aber wer weiß. Also, alles ist gut bei uns. Dann in der Mitte Mario Krischl für den Kicker. Herr Freund, wenn Sie eben mit Thomas Tuchel telefoniert haben, wie ist denn der erste Eindruck oder jetzt nach ein paar Tagen von Sascha Boey? Ist der dann morgen ein Startelf-Kandidat und gibt es irgendeine... Ja, na klar, darüber haben die gesprochen am Telefon. Hör mal, was sagst du eigentlich jetzt? Warst du jetzt krank? Ich würde sagen, wir stellen ihn mal auf, oder? Update auch zu Joshua Kimmich? Ja, Thomas hat ihn ja jetzt nicht so viel gesehen im Training, Sascha, weil er ja leider krank war. Heute wird er ihn wieder sehen, aber Sascha ist gut angekommen, hat jetzt gut trainiert. Glaube ich, fühlt sich sehr, sehr wohl so die ersten Tage. Natürlich alles neu, ist auch sehr schnell und kurzfristig dann gegangen, aber grundsätzlich ist er bereit. Es stand ja auch im Spielrhythmus bei Galatasaray, hat er alle Spiele gemacht, von dem her ist er sicher spielbereit. Ob er dann beginnt, ist wie schon gesagt, eine Entscheidung vom Trainerteam. Werden wir sehen, wie sie dann morgen entscheiden. Ja, das andere wäre fahrlässig. Ja. Ich meine, gut, Mazraoui ist wieder da, wenn man meint, man muss den beginnen lassen, dann kann man das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, obwohl der auch nur irgendwie das Spiel gemacht hat, wo sie ausgeschieden sind, weil er aus Verletzung kam. Weiß ich nicht. Also ich würde da schon dann den Boyer aufstellen. Aber das sehen wir dann im Taktikfuchs, wer Interesse dran hat. Ja,
Ja, er wirkt sehr positiv. Jo kann sowieso ganz gut mit Schmerz umgehen, ist ein richtiger Kämpfer, ein richtiger Fighter. Ja, das sehen es ist wir, einfach wie jetzt so, spielt. dass die erste Woche wirklich wichtig war, dass die Schulter ruhig gestellt wurde, darum auch diese Schiene, aber er kann schon einige Übungen machen und ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen. Wir müssen da wirklich von Tag zu Tag schauen, was auch vom Schmerz möglich ist, dass wir nicht zu viel dass er nicht zu früh beginnt mit einigen Übungen, weil dann die Gefahr besteht, eben, dass noch Gröberes passiert. Aber ja, Jo ist da sehr, sehr positiv und wir werden dann sehen, wie die nächste Woche aussieht. Nikolaus Linner für Bild wieder. Brian, ya nos has comentado. Brian, du hast schon kommentiert, dass du dich als Straßenspieler führst mit viel Schnelligkeit. Hättest du denn einen anderen Fußballspieler als Referenz, den du als Vorbild siehst ein bisschen? Alter, die Bild-Zeitung hat so ein an der Und hast du Murmel, mit Alter. einem anderen Spieler aus Bayern gerade viel Lust zu trainieren? Naja, meine Referenz... Wie kann man so dumme Fragen stellen, Alter? Mal ernsthaft. Dann informier dich doch über den Spieler. Dann kannst du mir mal eine Referenz geben, wie du dich siehst? Alter. Junge, mach deinen Job, ey. Du bist doch Reporter, Junge. Also wenn nicht du, wer dann? Mein Vorbild, mein Idol war immer schon Lionel Messi. Und hier bei Bayern ist es Leroy Sané, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und Nehm dir bloß kein Beispiel am Leo, bitte nicht, ey. Oder wenn dann nur an den guten Spielen und dann... Ach, Kingsley Coman. ich fange nicht an. Und ich freue mich sehr darauf, mit all meinen Mitspielern zu trainieren, denn jeder von ihnen, jeder, der hier bei Bayern spielt, gibt alles, immer. Hallo Sophia von Sat1 Bayern, hallo Brian, willkommen erstmal. Wie würdest du dich als Person selbst beschreiben, so als neuer Spieler, vielleicht in 3 Worten? Die stellen Fragen, Alter. Leck meine Füße, ey. Peinlich. Wirklich peinlich. Also Gewinner, intelligent, Hübsch. und bescheiden. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ist da nur die Bild heute zugegen, oder was? In all ihren Ausführungen, oder wie? Hallo Brian und willkommen in München. Du bist ein sehr kleiner Spieler. Ich glaube, du hast da schon auch drüber gesprochen, dass das vielleicht auch eine Stärke ist von dir. Kannst du das nochmal beschreiben, inwieweit dich das vielleicht auch in deiner Karriere beeinflusst hast, dass du nicht der Größte bist? Und hast du vielleicht auch Respekt in der Bundesliga, wo es ja doch möglicherweise etwas körperlicher zugeht, die Spielart, als in Spanien? Kannst du mal beschreiben, wie das so ist, als kleiner Spieler Fußball zu spielen? What the hell is going on, Alter? Leck meine Füße, ey. Ja, wir reden viel über meine Größe, über meine Höhe und dass der Fußball in der Bundesliga anders ist als in Spanien, aber um Fußball zu spielen, braucht man nicht 1,90 groß zu sein oder 1,70. Ich glaube... Jetzt rechne ich als Dribbler, Alter. Gehst durch, Alter. Philipp Lahm, Lisa Razou, Shake Attack, Ribéry und Robben waren jetzt auch nicht Riesen. Also Leute, was sind das für Fragen hier wieder? Das ist ziemlich egal. Meine Fresse, du. Okay. Dann nochmal die Dame auf der anderen Seite. Na, renn mal einmal schnell mit dem Mikrofon durch den Raum. Alter, Junge, es wird Zeit, dass da ein Upgrade kommt. 30 Sekunden gewartet jetzt, bis der Typ mit dem Mikrofon auf der anderen Seite des Raums ist. Mal die Frage an Brian. Was hast du dir vorgenommen als neuer Spieler hier und wie schwierig ist es vielleicht, sich in Deutschland oder in FC Bayern durchzusetzen? Leute, ich kann das nicht mehr. Was ich hier schaffen möchte, ist, ich möchte alles schaffen. Ja, was ist das für eine dumme Frage, Der Club Alter? und die Mannschaft ist gemacht, um alles zu gewinnen. Und der Rest wird die Zeit zeigen. Dann haben wir, glaube ich, die letzte Frage schon. Mario Krischl für den Kicker nochmal. Ja, Freund, Halleluja. eine Nachfrage jetzt nochmal. Heißt das, Nusser Masraoui, Brian und Sascha sowieso sind dann alle morgen im Kader dabei? Und das sind die Unterschiede zu Augsburg wahrscheinlich. Das ist der Plan, ja. Bei Nuss muss man jetzt noch schauen. Der ist eben zurückgekommen heute in der Früh.
noch kurze Checks, wie es ihm geht. Aber wenn alles okay ist, dann wäre das der Plan, ja. Ja. Ja, vielen Dank. Was fehlt noch? Ja, ein Foto. Das Foto. Am Schluss, bitteschön. Danke soweit. Das obligatorische Foto. Sind wir umdrehen? Ja, Sau stark. Ja, ich werde schon mal das Thumbnail mitnehmen. Danke euch auch. Bis morgen in der Arena. Ja, Halleluja. Also die Fragen waren wieder unterste Kanone, null kreativ. Weiß ich nicht. Entweder liegt es daran, dass ich Hunger habe, aber irgendwie, ich kann mit den Fragen ja nichts anfangen, die da mal wieder gestellt wurden. Aber gut. Ist ja nichts Neues, ein bisschen beschämend für einen Neuzugang, dass er gleich so begrüßt wird. Wie gesagt, ich kann zu dem Spieler gar nichts sagen. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ich denke, er wird auf jeden Fall ein Faktor sein, weil, ja, Außen, Dribblings und sowas ist ja bei uns Mangelware, Flanken sind Mangelware. Wenn das denn gewünscht ist vom Trainer, das werden die kommenden Wochen zeigen. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber wir haben auf jeden Fall 2 frische Jungs am Start. Ich hoffe, wir sehen beide morgen. Den einen vielleicht in der Startelf. Würde mich auch freuen, wenn er auch in der Startelf stehen würde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden es sehen. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Knallt euch den Taktikfuchs noch rein, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns, ja, zur Spielanalyse. Jetzt noch den Abspann. Leute, haut rein. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.